Leichter der Feier ist und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu kochen mit Euder. Heute machen wir Ofenkartoffeln mit Ei, Speck und Blattspinat. Und was wir dafür brauchen, das schauen wir uns direkt an. Für die Ofenkartoffeln mit Speck, Ei und Spinat benötigen wir natürlich Kartoffeln. Die habe ich putzt und geschrubbt, ne? Also ein bisschen was drauf blieben, egal, werden wir so lassen. Denn wir verarbeiten sie diesmal so, wie sie sind, mit Schale und allem drum und dran. Wir brauchen Blattspinat, da haben wir 2 Backerl mitgenommen. Dann Bacon habe ich noch daheim gehabt. Eier, 4 Stück an der Zahl, ein bisschen Weizenmehl, ein bisschen Sonnenblumenöl, ein klein wenig Schlagsahne, einen ziemlichen Haufen Butter, das werdet ihr dann gleich noch merken. Und Salz und Pfeffer aus der Mühle werden wir das heute nutzen. Und dann, da ich sagen, fangen wir damit an, dass wir uns die Ofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und dann die Kartoffeln in ölige Alufolie einwickeln. Da kommen die kommen dann nämlich für 45 Minuten ins Rohr. Währenddessen können wir aber dann schon weiterarbeiten. Läuft wie folgt. Ich habe mir die Zittel zusammengerissen, jetzt ein klein wenig Öl auf die Alufolie und eingewickelt. Ich lege es mir dann direkt auf einen Rost, da können sie nämlich nicht davor holen. So schaut es dann bei mir aus. Wenn ihr Angst habt, dass euch das Öl oder irgendein Saft aus den Dingern rausläuft, dann dert's nur ein Blech unten drunter und legt da was drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht passiert, und wenn doch, muss ich halt den Ofen putzen. Bin ich selber schuld mit. Egal. Ich packe die jetzt ins Rohr, 45 Minuten, und dann währenddessen können wir weitermachen. In einem Topf, hoffentlich groß genug, packen wir ein bisschen Wasser rein. Dann ein wenig Salz drauf. Jetzt wasche ich mir den Spinat und dann lassen wir den da drin ein bisschen zusammenfallen. Den müssen wir später noch zusammenhackeln und klar machen. Dementsprechend, ja. Den lasse ich jetzt da stehen mit Deckel, bis das der zusammengefallen ist. Danach den wir raus, lassen wir klein wenig abkühlen und hacken den klein. Dann können wir unsere Zwiebel schneiden, von der ich so viel gesprochen habe. Meine Fresse, habe ich die schon wieder vergessen. Egal. Wenn unser Spinat dann zusammengefallen ist, dann werden wir das einmal abgießen. Und damit wir das Wasser da jetzt rausbringen, nehme ich meinen Kartoffelstampfer und presse mir einmal hier das Wasser durch, raus, im Sieb. Da läuft nämlich ordentlich was raus. So, schon fast kein Blattspinat mehr, egal. So, da haben wir jetzt einmal drüber gepresst. Das ist schön durchgegangen. Und heiß ist er. So, jetzt hacken wir uns, da ist natürlich noch viel zu viel Flüssigkeit drin, aber das gießen wir gleich ab. Da hacke ich jetzt ein bisschen drauf rum. Das ist ja schon fast Blubspinat, was wir da draus machen, aber das passt schon. So. Dann einmal noch das Wasser runterlaufen lassen. So, dann. Den gehen wir zur Seite. Jetzt machen wir uns die Zwiebeln schnell klar und braten uns das dann an. Und zwar deren wir einfach ein klein wenig Butter in die Pfanne oder in den Topf. Ich nehme den gleichen Topf wie gerade eben.
weil der ist schon eingesaut. Übrigens, die Zwiebeln sind auch aus meinem Garten. Damit wir so Menschen wie Herrn Keppeler nicht triggern, räumen wir jetzt hier schnell ein bisschen auf. Jetzt nehmen wir uns einen Esslöffel Butter. Ab in den Topf. Die Zwiebeln dazu. Und den Spinat dazu. Alles together. Das dunsten wir uns da jetzt ein bisschen an. Danach werden wir es mit Mehl bestäuben. Und dann stellen wir es zur Seite und werden wir uns eigentlich nur noch den Speck rausbrauen und die Eier fertig machen. Da kommt noch ein Schuss Schlagsahne dazu, kurz bevor es fertig ist. Und dann können wir mehr oder weniger anrichten. Kartoffeln kommen auf den Teller, das Zeug kommt dazu und der Speck kommt drauf. Eigentlich ist es total simpel. Dauert halt ein bisschen, gell? So. Das lassen wir jetzt kurz andünsten und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das ist ein bisschen mickrig in dem Topf, aber wie gesagt, der ist schon eingesaut. So. Wenn das hier noch ein bisschen andünstet, werden wir da drüben schon mal einen Esslöffel Butter schmeißen. In dem braten wir uns dann gleich den Speck raus. Dann wischen wir die Pfanne kurz aus, schwappen einmal drüber. Das wird dann noch gemalt. Und ein bisschen Sahne drauf und dann werden wir da drüben noch die Eier rausbraten und dann können wir anrichten und essen. Ich tue meinen Speck, wenn ich ihn gebraten habe, immer gerne noch ein bisschen auf Küchenkrepp legen. Küchenkrepp. Zebra darf man ja nicht sagen, das ist ja sonst Werbung. So. Jetzt so. Damit da das bisschen Öl, vielleicht nicht völlig. So, dann in Pfanne auswischen, sauber machen. So, lassen wir jetzt da liegen dabei oder ganz zur Seite, wie auch immer. Dann einen kleinen Schuss Butter in die Pfanne. Und dann machen wir uns da jetzt noch die Eier und dann können wir anrichten und probieren. Ich persönlich freue mich jetzt auf das Essen. Wir salzen und pfeffern das hier dann noch. Dann ein bisschen da hinten Salz und Pfeffer drauf und dann richten wir an. Nachdem ihr bestimmt wisst, wie ein Ei ausschaut, wenn es fertig braun ist, sehen wir uns gleich bei der Verkostung. Ja, Freunde, das sind meine Ofenkartoffeln mit Spinat, Ei und Speck. Ich finde, das ist eine runde Sache, ne, so grundsätzlich. Wenig gewürzt tatsächlich, aber so. Kosten, bewerten und dann mit meiner Frau spachteln. Mahlzeit. Kommen wir zum Aufwand. Den möchte ich ein wenig höher ansetzen, weil wir mit 45 Minuten Wartezeit der Kartoffeln das ganze Zeug klein schneiden und den Spinat 2-3 Mal bearbeiten, doch einiges zu tun haben. Deswegen möchte ich da gerne 3 von 6 Punkten sagen. Schwierigkeitsgrad dagegen, weil wir ja gar nicht so viel kaputt machen können, würde ich behaupten, ist mal wieder bei 1 von 6.
Wie ihr merkt, ist es so ein rotes Band, was sich durch meine Rezepte zieht. Ne? 1 von 6 bei Schwierigkeit. Eigentlich kann ich gar nicht kochen. Ich suche halt immer leichte Sachen raus. Und geschmacklich, das ist ein Essen, da fehlt einfach nichts. Da fehlt überhaupt nichts. Man kann vielleicht Salz, Pfeffer noch mit einem Tischstein für diejenigen, die es stärker gewürzt haben wollen. Aber sonst hat es einfach alles. Und zwar auf einem Teller. Das ist ein grandioses Teil. Ich möchte dem Ganzen gerne 8,6 Schinkenbackerl von 10 geben. Sollte euch das Video gefallen haben, Daumen da lassen, kostenloses Abo nicht vergessen, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin bleibt gesund, werdet gesund und genießt alle immer das Hauptsache sonst. Pfiat euch und Baba, Eier, der Falter.